Aber haben wir so ein Stethoskop hast du nicht bestellt, ne? Gab's nicht bei Strauß. Oh, schade. Gab's nicht bei Strauß. Übrigens, man darf das nur mit Kittel machen. Diesen Versuchsaufbau. Ansonsten gilt der nicht. Ja, Mahlzeit mal von der verrückten Unterhaltung. Heute, wie ihr seht, haben wir uns natürlich wieder für die Wissenschaft gekleidet. Also jedes Mal, wenn jetzt diese Kittel ankommen, heißt es, wird wieder geforscht, ja, erforscht. Ja, wir testen, was der Motor vielleicht haben kann, vielleicht auch nicht haben kann. Ihr seht, wir haben jetzt heute den Polo 86C, den wir vor ein paar Wochen schon bearbeitet haben, Stefan bearbeitet hat, indem er den Schwerpunkt ein wenig verändert hat. Den geht es heute an den Kragen. Ob der Motor das überlebt, wissen wir natürlich noch nicht, aber Tendenz liegt eher zu kaputt. Heute werden wir Diesel statt Motoröl ausprobieren. Oh, der Auspuff ist kaputt. Viele haben das ja auch, machen das auch, so wie ich habe das auch schon mal gemacht, um den Motor zu spülen, aber dann lasse ich den nur, weiß ich nicht, eine Minute im Stand laufen. Ohne Gas. Ja. Aber wir testen natürlich heute genau das Gegenteil. Ja, hast du Kacke auf dem Kittel. Kacke auf dem Kittel. Oh, gut, dass wir die Scheibe rausgenommen haben. Ja. Die Ecke ist eh am Rosten. Ah ja. Das war eigentlich Den brauchen wir nicht, oder? für unsere Restauration dieses Autos haben wir das extra schon mal rausgenommen. Bei 269.000. Ah ne, nächstes Jahr bei 284.000. Wie viel Kabel hat der danach? Dieses Auto hat übrigens eine Gasanlage. Wir werden dann aber nicht auf Gas laufen, weil Gas ist leer. Das können wir so nicht tanken. Gucken, ob das auch warm genug ist. Betriebstemperatur. Danke. Darf initiiert werden. Katheter. Das geht in der Kurve. Ach, Quatsch. Wenn ich nicht treffe. Habt ihr gesehen, wann ist drunter? Aber das einzige Schöne an Diesel ist, das kann man schön schnell auffüllen. Das ist eigentlich für die Werkstätten ist es dann schneller und günstiger. Das Auffüllen. Wir brauchen noch einen Tropf. Das ist ja schon ein Tropfen. 150. Hat der Krümmer. Das ist eine Selbstentzündung hier. Braucht man eigentlich einen Feuerlöscher? Nein. Ist hier mal eine Gummidichtung? Nee. Das ist ein Kittel. Ah, ja, stimmt. Dafür sind die Kittel. Oh ne, ich hab da voll den Fleck drin. Was soll ich denn hier am Finger? Der sieht schon gut aus. Ich weiß gar nicht, was ich hier am Finger habe. Was ist denn das? Oh, ist ein bisschen zu viel, aber besser zu viel als zu... Na, aber wollte damit? Weiß ich auch nicht. Warum hast du denn zwei mit? In der Hoffnung, dass einer davon läuft. Also somit kann man schon mal 50-50 Chance dabei machen. Von 4 Löschern lief nur einer. Und das Auto war wirklich am Brennen. Besser als keiner, oder? Das stimmt. So, muss ich mir die Hände waschen? Ich könnte auch den Takt nehmen, aber dafür, nee, da ist noch TÜV drauf, das geht nicht. Das stimmt. Der war teuer Einfach so mal bezahlt anstellen worden. im Stand und anhören. Ja, oder? Das ist ja ganz normal. Das ist ganz normal. Wir müssen jetzt eigentlich hören, ob der noch genug Puls hat, ne? Ja. Also wir haben noch ein paar Optimierungssachen. Ihr könnt uns gerne in unser Postfach so Equipment, was wir noch brauchen, zuschicken. Also sprich hier Stethoskop und wie nennen sich die Dinger da alle? Ja, alles, was ein Professor haben Ein richtiger muss. Professor haben Könnt ihr uns muss. gerne natürlich ins Postfach schicken, ist klar. So Ne? hässliche Professorbrillen und so. Und dann richtige Bausteine. Ja. Zunächst werden wir jetzt eine kleine Probefahrt durchführen. So mit mittlerer Drehzahl, nicht so viel Last. Ich werde versuchen, das jetzt durchzuführen. Nicht, dass der dreckig wird. Hoppala. Hoppala. Wollen wir mitfahren? Oh, Öldrucklampe. Halt sie wieder aus. Standgas ist Öldruck, ja. Öldruck? Ja, Öldruck. Ich weiß auch nicht. Ist
bestimmt oder nur ein Sensor. Fehler. Ist Bestimmt nur ein kaputt, Fehler. ne? Sensor kaputt. Hi Stefan. Hi. Also erstmal so fährt's ganz normal. Könnte ein bisschen windig sein. Ja, ein bisschen, weil irgendwie. Warte, kann er mal die Scheibe hier vorliegen. Oh, ist das zu windig. Also im niedrigen Lastbereich ist das auf jeden Fall alles noch gut. Auch Kilometer musst du zurücksetzen. Hat er das? Ja, hat er bestimmt nicht mehr, ne? Doch, hat er. Jo, Aber wo? Ach da, ist oh, doch 0. ist ja richtig. Wollen wir jetzt mal Gas geben oder eher nicht? Ja, ne? Ich dachte, der läuft nur auf Benzin. Ah. Gas gehen, sonst geht die nicht aus. Was fallen da jetzt? Jetzt sind wir bestimmt noch nicht dran gewöhnt. Also brauchen wir noch ein bisschen Einfahrgewöhnung. Irgendwann wird es ja eine gewisse Temperatur geben, wo der Diesel vielleicht keine Lust mehr hat, Diesel zu sein, sondern eher ein gasförmiger Brennstoff. Oh. Oh. Ganz Gas! Keine Ahnung. Temperatur und jetzt? Ich denke, es ist auch gesundes Zustand. Okay. Er kann weiterfahren. Oh, ich glaube, er hat sich verschaltet. Ist kaputt, gibt kein Gas mehr. Ich weiß auch nicht. Jetzt kommt er wieder langsam. Aber jetzt fängt er an zu rubbeln. Und? Also Wasser-Siedepunkt haben wir gleich. Der Krümmer hat nur dezente 407 Grad.
Das ist nicht schlecht. Aber warum mag der das? Weiß ich nicht. Ja, Öldruck leuchtet zwar die ganze Zeit, aber er fährt ja trotzdem. Aber hier ist auch. Ja, warm genug ist das alle wohl. Ja, So bisschen ist warm es ist ja das hier wohl. Kann man nur die Fahnen erlangen. Okay. Ja, schon mal einfach besser an, ne? Batterie leer. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Bierlänge warten. Ja, man Kannst auch braucht kein Geld viel verdienen. Geduld in der Wissenschaft. Ne? Ja. Das ist nicht immer alles direkt erzwingbar. Sag's mal so. Ne, so eine Herz-OP dauert halt auch mal so lange, wie sie dauert, ne? Der sieht auch schon ultra lecker aus. Das ist heute der erste Einsatz. Die erste halbe Stunde. Einsteigen, der halbe Ui. Kittel hängt noch Ui. raus. Jetzt. Jetzt Gleich. sieht man's. Die waren verdammt teuer, oder? Ja, aber am Diesel hat es nicht gelegen. Ist noch da drauf. Der glaub- aber schwergängig. Mehr Der wurde ein bisschen heiß und da Diesel jetzt nicht so die guten Schmiereigenschaften ist der jetzt ein bisschen festgelaufen. Aber wie man es ja kennt, durch Wärme dehnen sich Sachen aus. Lässt man jetzt ein bisschen abkühlen, dann läuft der wohl wieder. Denke ich. Legst du eben Katheter oder was? Ja. Oh nee, dann gehen ja die Scheibenwischer an, ne? Ja. Nee, die schneiden mir wahrscheinlich die Hand ab. Ja, der bleibt wohl hängen. Ui. Oh ja. Oh ja. Da ist so eine Scheibenwischanlage, also da. Die schon alle. Mal voll rumgekloppt wird. Ja, eine Backpfeife. So. Ich glaube, der sitzt fest. Aber wir müssen einfach noch mal ein bisschen warten und nochmal. Wie viel Kilometer? 3,4 Kilometer haben wir bis jetzt geschafft. Das Problem ist, dass der Diesel ist jetzt so dünn geworden und der Motor so heiß, dass er einfach fest sitzt. Aber ich kann es mir wohl denken, wenn er kalt ist und wir den ein bisschen anschubsen, dass er dann wieder läuft. Also wer nur 3,4 Kilometer bis zu seiner Arbeit hin muss, der schafft es. Ich glaube, wenn man normal fahren würde, dann wird es auch mehr schaffen. Und ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes hier reinfüllen sollen. Also jetzt nicht hier, aber in einen Motor. Ist das Videoende jetzt? Nee, oder? Nö, so kurz, einen oder? Pilz ziehen. Eben Pilz ziehen und dann... Wie lange hast du jetzt gewartet? Schlappe! ich glaube, es war jetzt fast eine halbe Stunde, oder? Waren 3 Bierlängen. 3 Bierlängen. Ja, dann 3 Bierlängen, dann 5 Minuten kommt meine Rechnung. Ups, Und dann einen passt doch wohl kurzen. 9. Oh, was da wohl eine Kiste? Mist. Ja, gluck, gluck, gluck. Ja, Schluck, schau du doch Sau. mal an! Schluck, du Sau! Schau doch mal an! Nee, der Dann muss pumpt er doch die Der Sau. muss direkt Gas haben. Feuer? Feuer. Schon wieder voll kalt. Au, heiß. Hau! Ha! Ich glaube, der blubbert jetzt gerade hoch. Na! Ach, stimmt. Ich glaube, die Batterie daran lag. Super! Oh Hund, warum machst du denn die Tür zu? Zurück! Ja, rüber jetzt und nicht auf die Brille kacken. Nicht auf die Brille kacken. Die sitzt da, ey, auf die Schutzbrille. Oh, ja, die Foot steckt. Die ist doch so dünn. Die steckt mir in den Foot. Oh, Opi!
Information der Wissenschaft immer dabei zu haben. Immer. Und wichtig auch, ne? Temperatur muss man auch mal wissen, ne? Auch, ne? Irgendwie wieder schon metallischer. Aber Kühlmittel bleibt jetzt bei seiner vorgeschriebenen Temperatur von 90 Grad. Wow. Der Ich glaube, das Problem ist eher, dass dieser Diesel einfach nicht genug chemieren kann. Und wenn er warm wird, der Motor dann anfängt Faxen zu machen. Metall auf Metall gleich Schrott. In den meisten Fällen schon. Evola. Aber man konnte von außerhalb wunderbar schon hören, wie schön metallisch es mittlerweile Ja. wurde. Aber ich weiß nicht, ob das richtig metallisch war oder ob das die Hydrostößel waren, die einfach nicht mehr gefüllt werden konnten mit diesem Dieseldruck. Mit anderen Worten, dieses Auto ist jetzt Schrott. Stefan, ich glaube, das liegt nur daran, dass du so ein bisschen zu viel Wasser aufgefüllt hast. Könnte es sein? Zu viel? Einmal noch einen Startversuch. Das machen wir natürlich immer nur Können bei wir- warmer Temperatur, dass man Ja. den Füllstand begutachtet. Kalt ist ja natürlich scheißegal. Upsi. Nein, die Batterie ist voll. Hier, Hühneknüppel. Ja, Da hat uns ein Arbeitskollege echt ein kaputtes Auto verkauft. geht gar nicht. Schlimm, ey. Jetzt haben wir schon wieder ein Wegbier vergessen. Was denkst du? Wird er glaube- nochmal in einem Video vorkommen von uns oder? Höchstens als Teilespender. Ja, wie gesagt, Stefan hat den Motor jetzt gerade für tot erklärt, weil er jetzt wirklich fest sitzt. Teilespender hat Stefan natürlich gesagt, weil wir ein Projekt am Stissel haben, was ihr noch gar nicht kennt. Werdet ihr bald irgendwann Werdet mal ihr sehen. demnächst natürlich selbstverständlich noch erfahren, was es ist, weil wir haben zu diesem Projekt auch noch einige an Einzelteilen bekommen, die wir natürlich erstmal inspizieren müssen, was überhaupt alle bei ist. Aber bleibt gespannt, wird lustig. So, Wenn einer diese Gasanlage für 1000 Euro haben will, dann schicken wir die euch zu. mehr nicht? Du kannst das doch nicht verschenken, Junge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß beim Zuschauen. Abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Seid gespannt, was unser neues Projekt ist. Schaut nochmal in unsere alten Videos. Da haben wir auch nochmal die ein oder anderen Motoren-Tests durchgeführt. Allerdings nicht in so schönen Zwirn wie heute. Vielleicht liegt das auch an diesem scheiß Zwirn, dass wir zu professionell sind, dass der Motor nicht kaputt geht. Vorher waren wir einfach nur so Leute Musst ohne du den jetzt Zwirn. ausziehen und wieder Gas geben. Trabom! Ja, wie gesagt, abonniert uns weiterhin fleißig. Wir sehen uns bald wieder. Schaut bei Instagram vorbei. Ciao. Immer diese blöde Volkswagen hält viel zu lange aus.